Oh Mann, was für ein bescheuertes Outfit. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, es ist Länderspielpause und ich dachte mir, ich mache mal wieder so ein kleines Special-Video, weil, keine Ahnung, tut sich ja sonst nichts die Woche. Ja, okay, ja, reingeschissen gegen Ferl, aber wisst ihr, was ich von Testspielen halte. Aber eine kleine Anspielung gönne ich mir am Ende schon, auch wenn mich das jetzt tatsächlich nach wie vor nicht so tangiert, wie ihr unschwer am Videotitel erkennen könnt. Heute geht es darum, dass ich euch meine Legendenelf präsentieren möchte. Also die für mich legendäre Elf des ersten FC Köln schlechthin. Oder besser gesagt, eigentlich ist es mein Legendenkader. Wenn ich mir also so eine Art Kader aus FC-Legenden zusammenstellen würde, das ist er dann. Wenn ich das könnte, wenn ich auch die einen oder anderen von den Toten wieder auferwecken könnte, denn das wird jetzt auch so ein kleiner Mischmasch sein aus Spielern, die ich erlebt habe und auch Spielern, die einfach nur historisch gesehen als Legenden des Vereins gelten. Zum Beispiel Fabio hat ja auch mal so eine Art Legendenelf aufgestellt, aber nach dem Kriterium, dass es alles Spieler waren, die er erlebt hat, die er gesehen hat. Das ist bei mir dann halt ein bisschen anders. Ich hatte kurz damit geliebäugelt, auch so ein Ding zu machen wie meine Lieblingsspieler, die ich erlebt habe, also dass ich das Kriterium verwende, aber irgendwie habe ich es mehr gefühlt, tatsächlich eine Legendenelf aufzustellen, so ungefähr wie halt wahrscheinlich jeder Schalker zum Beispiel Cepan und Kozorra aufstellen würde oder Libuda oder die ein oder anderen Dortmunder wahrscheinlich immer, selbst wenn sie Stefan Chapuisat nicht erlebt haben, die würden ihn auch aufstellen. So ungefähr so ein Kriterium ist. Das ist ein kleiner Mischmasch aus Lieblingsspielern und absoluten historischen Legenden des Vereins. So würde ich das Ganze aufstellen. Deswegen auch das Ewald Lien Gedächtnis-Outfit, dass ich keine Krawatte hier trage, liegt schlicht und ergreifend daran, dass euer lieber Leo ein bisschen zu blöd ist, eine Krawatte zu binden. Aber gut, wir starten jetzt rein in die Thematik des heutigen Videos. Von daher, das ist alles ganz entspannt. Lehnt euch zurück, genießt das Video mit mir, holt euch vielleicht einen Kölsch oder schmiert euch ein Mettbrötchen und dann legen wir los. Hier kommt meine FC Legendenelf. Wie ich schon bereits erwähnt habe, es ist ein Kader. Also deswegen werden wir direkt erstmal mit der Auswechselbank starten. Und natürlich werdet ihr euch fragen, welchen Torhüter habe ich denn eigentlich ausgesucht für die Startelf und wer sitzt auf der Bank? So, ihr dürft mir diese Entscheidung nicht übel nehmen. Es ist wirklich kein Affront gegen ihn, aber bei mir auf der Auswechselbank sitzt dann leider Gottes Harald Toni Schumacher alias der Tünn. Ja, also Toni Schumacher ist eine absolute FC-Legende, war auch kurzfristig Vizepräsident des Vereins, gehörte zu der Mannschaft, die das Double gewonnen hat, 1978. Der größte Erfolg des ersten FC Köln. Er war auf jeden Fall bei allen relevanten Erlebnissen der Vereinsgeschichte dabei, also so gut wie allen. Und ja, er ist natürlich ein absolutes Idol des Vereins. Er ist auch Fan des Vereins, er liebt den Verein. Das ist alles wahr. Er ist eine Identifikationsfigur. Und wie gesagt, es ist kein Affront gegen ihn, dass ich ihn auf die Auswechselbank setze. Es gibt aber einen Torhüter, der mir mehr gefällt. Den ich halt mehr fühle, um es so auszudrücken, im sportlichen Sinne. Deswegen, der Tünn, der kann jederzeit eine Verletzung dieses Torwarts ausnutzen und wird auf jeden Fall mit ihm konkurrieren. Es ist eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich werde Toni Schumacher immer respektieren, immer lieben, auf jeden Fall, wie die meisten FC-Fans. Aber es hat bei mir letzten Endes nur für die Auswechselbank gereicht. Und das wäre dann auch meine erste und wahrscheinlich auch kontroverseste Entscheidung. Von daher, Auswechseltorhüter ist an der Stelle der Tünn. So wie ich es wahrgenommen habe von der alten Generation, ist der nächste, der bei mir auf der Auswechselbank sitzt, eins der ersten Idole oder eins der ersten Idole außerhalb der Offensivspieler. Und das ist Karl-Heinz Schnellinger. Ja, Schnellinger ist ja nicht nur eine FC-Legende, sondern gilt auch als Legende des AC Mailand. Das heißt, so einer dieser ersten FC-Transfers oder einer der ersten ehemaligen FC-Spieler, die halt in Italien für Furore gesorgt haben, also beim AC Mailand, wie wahrscheinlich gerade erwähnt. Und ja, was hat Schnellinger denn so ausgemacht? Also, Schnellinger war über ein Jahrzehnt einer der weltbesten Abwehrspieler und hat zu den Großen des Fachs gezählt. Er war kopfballstark,
hatte läuferisches Vermögen, eine gute Grundtechnik für den Spielaufbau, klasse im defensiven Zweikampf und war ein guter Taktiker. Und ja, Freunde, das ist für mich auf jeden Fall ein Argument, auch wenn ich ihn halt nicht erlebt habe, trotzdem zu sagen, eine große FC-Legende. Allerdings halt, er hat halt einen Großteil beim AC Mailand verbracht und ich sag mal so, irgendwie wird er ja mehr als deutsche Milan-Legende wahrgenommen. Und das war dann für mich irgendwie so ein Grund damit zu hadern, ihn in den Startelf-Kader, in die Startelf zu beordern. Aber auch wieder einer dieser Spieler, die auf ihrer Position Kopf an Kopf konkurrieren werden. Deswegen, ja, Karl-Heinz Stellinger ist auf jeden Fall Teil dieses Kaders. Ja, beim folgenden Spieler habe ich tatsächlich damit geliebäugelt, ihn in die Startelf zu beordern, aber im Nachhinein habe ich dann jemand anderen den Vorzug gelassen. Das war wirklich sehr schwer, sich dafür zu entscheiden, aber der folgende Stürmer ist auch nochmal ein Zeichen dafür, wie weltoffen wir beim FC sind. Und das ist ein Düsseldorfer, heutiger Manager bei Fortuna Düsseldorf, Klaus Allofs. Ja, der hatte in den 80er Jahren zusammen mit seinem Bruder Thomas da ziemlich für Furore gesorgt beim FC. Durchaus beliebter Spieler bei uns und ich habe das halt gefühlt, ihn auf jeden Fall da mit reinzunehmen. Also es war auf jeden Fall ein Spieler, der wirklich sehr, sehr beliebt war, ein toller Stürmer und von daher, ja, Klaus Allofs ist auf jeden Fall Teil meines Kaders. Und ich fühl mich gut damit. Ich fühle mich gut damit, das war auch wirklich so einer dieser Top-Transfers damals und warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Mann, was habe ich den kommenden Spieler so richtig gefeiert damals. Also, das war wirklich so einer von diesen Fußball-Exoten, die so richtig gut zum FC gepasst haben. Aber ich habe ihn halt mehr so als Spieler von Borussia Dortmund und später vom VfL Bochum wahrgenommen. Aber war halt schön zu realisieren, dass das mal ein Spieler von uns war und sogar einer der wichtigsten. Und das ist Sunday Oliseh. Ja, wunderbarer Mittelfeldakteur. Also, der hat sich wirklich relativ schnell in die Herzen der FC-Fans gespielt und einfach diese Fröhlichkeit, die er auch ausgestrahlt hat, das ist auf jeden Fall so ein Spieler, der ja zu Recht auch Teil meiner Trikotsammlung ist, muss ich an der Stelle mal sagen. Ist auf jeden Fall cool, ihn da in der Sammlung dabei zu haben. Das ist halt die Art von Spieler, die ich mag. Etwas so exotischer, etwas ausgeflippter. Und von daher Sunday Oliseh, einer der beliebtesten Spieler der End-90er beim ersten FC Köln, verdient in diesem Kader. Und damit kommen wir zu einem weiteren Mittelfeldspieler, Dorinel Munteanu. Boah, ey, das war so ein cooler Spieler. Ich habe ihn so dermaßen gemocht. War auch cool, dass er mit in die zweite Liga gegangen ist. Leider kam es danach, nach dem ersten schlechten Zweitligajahr, zu einem Wechsel zum VfL Wolfsburg. Da habe ich ihn am meisten wahrgenommen. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich wurde so 2001 rum FC-Fan und naja, trotzdem halt, da hatte ich damals schon im Müngersdorfer Stadion einen Typen gesehen mit einem Muntiano-Trikot und halt zu wissen, dass der mal beim FC war, das war auf jeden Fall schon mal so ein Ding, dass ich anfing zu recherchieren. Ich wollte alles über Muntiano wissen und ja, Muntiano haben irgendwie alle gemocht zu der Zeit und deswegen fühle ich irgendwie, das ist so einer von diesen Spielern, die irgendwie so meinen Ansprüchen gerecht werden. Ich habe ihn auf jeden Fall sehr gefeiert und deswegen Dorinel Munteanu ist auch Teil dieses Kaders. Man kann gerne sagen, der hätte jemand besseren nehmen müssen, aber ich mache das so, wie ich es fühle. Und ich fühle das einfach. Ich fühle das einfach. Ich bin ein großer Munteanu-Fan gewesen. Ein ganz, ganz großer Munteanu-Fan. Also deswegen, Dorinel Munteanu wollte ich unbedingt in diesem Kader dabei haben. Ihr wisst, dass ich Serbe bin. Und ja, jetzt könnt ihr gerne sagen, boah, jetzt bevorzugst du jetzt auch noch deine eigenen Landsleute und so weiter. Aber das ist halt das, was mich auch an den FC so gereizt hat. Ja, haben immer irgendwelche Serben gespielt. Die letzten Jahre zwar nicht, aber der FC war immer so ein serbenfreundlicher Verein, so richtig offen und diesen Spieler musste ich unbedingt dabei haben. Ich musste mindestens einen meiner Landsleute hier mit in diesen Kader berufen und das ist auf jeden Fall Zoran Tosic. Sehr viele Leute haben gesagt, als er damals von Manchester United für ein halbes Jahr an uns ausgeliehen wurde, boah, hätten wir besser ihn verpflichtet, als Lukas Podolski zurückzuholen. Und ja, sage ich natürlich auch so, aber na gut, kann man nichts machen, ist halt nicht so passiert. Ich habe ja schon seine Karriere ab dem Zeitpunkt verfolgt, wo er dann bei meinem anderen Lieblingsverein, Partizan Belgrad, für Furore als Shootingstar gesorgt hatte. Ich war schon zu dem Zeitpunkt skeptisch, ob der Schritt zu Manchester United nicht ein bisschen zu früh kam. Und ihr seht ja, beim FC hat es super geklappt. Danach ist er dann halt zu einer Legende bei
ZSKA Moskau geworden. Schade, dass es ihn nie wieder nach Köln geführt hat. Er ging nochmal zurück zu Partizan Belgrad. Dass ich kein FC-Trikot von ihm besitze, hat einfach nur den Grund, dass sein Name falsch geschrieben wurde auf den Trikots. Da hätte man auch gerne auf das Tschir, also das Sonderzeichen über den C, verzichten können, denn sein Name ist Tosic, nicht Tosic. Epic Fail. Naja, aber dieser kölsche Klüngel ist halt typisch beim FC. Ich konnte mir einfach nicht dieses Trikot holen, weil wenn ich da mit den Serbien rumlaufe, die werden sagen, hey, wer ist das? Ich kenne kein Tosic. Ja, ich bin da so radikal, was das angeht, aber ich habe ein Trikot von Partizan Belgrad und von der serbischen Nationalmannschaft mit Zoran Tosic hinten drauf und ja, Hauptsache ihn in der Sammlung. Für mich halt ein Spieler, der mich sehr stolz gemacht hat. Auch viele ältere FC-Fans sagen, boah, ich habe den so gefeiert, boah, das war so ein toller Spieler und ja, dann verdient in diesem Kader meiner Meinung nach. Gibt sicherlich größere Legenden, aber das ist halt dieser Mischmasch. Spieler, die ich auch cool fand, gemischt mit Legenden. So, beim nächsten Spieler würden mich wahrscheinlich einige sehr gerne steinigen, dass ich ihn auf die Auswechselbank setze. Es ist der liebe Poldi, Lukas Podolski. Ja, Leute, ich selber respektiere Lukas Podolski für das, was er ist, für das, was er hervorgebracht hat beim FC und das war ein Hype. Zu einer Zeit, in der wir ja einfach als uncool galten. Ich glaube, Lukas Podolski haben wir es zu verdanken, dass viele jüngere Leute aus dem Umkreis von Köln sich entschieden haben, überhaupt erst FC-Fans zu werden. Sie wollten Fans des Vereins sein, bei dem Lukas Podolski spielt. Und dafür werde ich ihm ewig dankbar sein. Er hat den FC wieder cool gemacht, wieder in die Medien gebracht. Wir galten zu dem Zeitpunkt halt wirklich als Fahrstuhlmannschaft, aber haben uns auch, muss man auch sagen, etabliert als Fahrstuhlmannschaft. Und ja, sicherlich glänzt Lukas Podolski nicht zwangsläufig durch Treue als Spieler. Ja, man kann gerne sagen, der hat sich öfter mal aus dem Staub gemacht, insbesondere 2012. Da war ich wirklich sauer darüber. Ja, das ist ja auch eine gute Überbrückung zu Zoran Tosic. Ich hätte statt Lukas Podolski zurückzuholen, lieber Tosic fest verpflichtet. Aber gut, das war damals ein Plan von Wolfgang Overath. Er hat ja auch gut gespielt, das muss man auf jeden Fall sagen. Und davor sowieso die ersten Jahre, wow, der Shootingstar schlechthin. Und man muss auch sagen, Podolski ist der Megastar bis zum Auftauchen des Spielers, der dann später in der Startelf stehen wird. Ist aber keiner auf seiner Position. Aber ja, Poldi ist auf jeden Fall Teil des Kaders, ganz klar. Poldi muss dabei sein, meiner Meinung nach. Was heißt, er muss? Es hat auch viel Emotion. Es ist auch viel Emotion dabei, sage ich mal so. Aber gut, ich bin natürlich jetzt nicht der Mega-Fan von Lukas Podolski, das garantiert nicht, aber ich respektiere, dass er halt den FC immer versucht hat zu hypen, immer so im Gespräch zu halten, dass er auch ab und zu mal in die Kurve gegangen ist oder auch letztens erst gegen Düsseldorf. Coole Aktion von ihm. Wie gesagt, ich respektiere, was Lukas Podolski erreicht hat, aber es gibt größere Legenden. So, das möchte ich einfach damit sagen. So, die Auswechselbank, die ist bald komplett abgearbeitet. Das hier ist der vorletzte Spieler. Für viele ein Kindheitsidol der 90er Jahre. Toni Polster, schlicht und ergreifend. Also Toni Polster war auch jemand, der bei mir schnell in den Fokus gerückt ist, auch wenn ich zu der Zeit noch nicht so viel mich für Fußball interessiert hatte. Aber ich habe halt wahrgenommen, dass das ein großes Idol beim FC war und ja, den haben sehr viele gemocht. Ich auch, habe 2 Trikots von ihm, habe ihn so wirklich cool gefunden und es ist immer so faszinierend, wie die Österreicher sich so wohlfühlen beim FC, weil das ist ja deutlich weiter weg, als wenn sie zum Beispiel in München spielen würden. Oder in Nürnberg. Trotzdem irgendwie so halt, die Österreicher, die fühlen sich hier sehr wohl und insbesondere Toni Polster, auch wenn ich ihm den Gladbach-Wechsel ein bisschen übel nehme, aber gut, im Nachhinein hatte er mehr oder weniger Andeutungen gemacht, dass das jetzt vielleicht doch nicht so die beste Entscheidung war, auch wenn er trotzdem noch eine Funktionärsrolle angenommen hat. Der war halt ständig in Köln unterwegs. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er dahin nur gewechselt, weil er nicht aus Köln wegziehen wollte und irgendwo um die Ecke, ja, bei einem anderen bekannten Verein spielen wollte. Aber gut. Ein bisschen Karma war ja dabei. Da ist er ein Jahr später doch abgestiegen. Ja, aber gut. Ich denke mal, die Geschichte ist mittlerweile gegessen. Viele mögen ihn nach wie vor und deswegen einfach so oft kursiert der Name ums Geisbockheim und um Müngersdorf herum. Toni Polster hier, Toni Polster da. Du siehst Leute mit seinem Trikot stolz herumlaufen. Deswegen, ich wollte ihn einfach mit dabei haben.
Mir tut es wirklich jetzt von ganzem Herzen leid, dass der kommende Spieler nicht in die Startelf berufen wurde von mir, wobei ich ihn doch wirklich, wirklich sehr historisch gesehen mag. Vor allen Dingen, es gibt ein paar Berührungspunkte mit meinem Verein Partizan Belgrad. Ihr fragt euch bestimmt gleich, wie, wenn ihr den Spielernamen hört. Ich wollte ihn in die Startelf beordern, aber ich dachte mir im Nachhinein, es ist dann sportlich gesehen zu wenig mit dem FC passiert auf einem längeren Zeitraum. Und das ist halt Muki Banach. Muki Banach starb leider bei einem Autounfall viel zu früh. War halt eine Top-Verstärkung für den FC. Er war so quasi, ja, wie soll ich sagen, Hoffnungsträger für die Zukunft des FCs. Und dann war dieser Unfall bei Remscheid passiert, bei dem er leider gestorben ist. Viel zu früh ist er von uns gegangen. Bis heute immer noch eine tiefe Wunde beim FC, die auch nicht wirklich verheilt ist. Er ist bis heute Kult. Es gibt auf jeden Fall einen Personenkult um Muki Banach herum und ich nehme ihn auch wahr, diesen Kult, und trage ihn auch natürlich mit. Und was ist die Gemeinsamkeit mit Partizan Belgrad? Bei Partizan Belgrad gab es eine ähnliche Geschichte. Da gab es den Top-Stürmer Dragan Mance, der damals auch als absolutes Top-Talent im damals noch jugoslawischen Fußball galt. Er starb auf dem Weg zum Training, auch bei einem Autounfall, und ist bis heute auch immer noch eine ewige Legende. Er ist auch im Prinzip die absolute Vereinslegende von Partizan schlechthin, und ich sehe da halt einen gemeinsamen Berührungspunkt. Haben auch sehr viele Ex-Spieler von Partizan Belgrad beim FC hin und wieder mal ihre Brötchen verdient, und deswegen diese Banach-Geschichte, das ist irgendwie so ein historischer Berührungspunkt, und wann auch immer ich seinen Namen höre, denke ich auch an Dragan Mance, und ich wollte ihn einfach auch wieder dabei haben, sage ich natürlich jetzt über fast jeden Spieler, aber Muki Banach, wenn ich ihn von den Toten auferwecken könnte, er würde auf jeden Fall immer zur zweiten Halbzeit eingewechselt werden. Definitiv. So, und damit präsentiere ich euch nun meine FC-Legendenelf, beziehungsweise die Startelf. Und wir fangen natürlich, wie immer, an mit meiner persönlichen Nummer 1 in der Geschichte des 1. FC Köln. Der Torwart wird bei mir in der Startelf sein Bodo Illgner. Ja, ich glaube, einige von euch haben es schon vermutet. Bodo Illgner ist auf jeden Fall einer dieser Torhüter, die im Prinzip so die Wegbereiter waren für Torhüter wie Stefan Klos oder auch Oliver Kahn. Halt diese dominante Ausstrahlung, aber natürlich, was ihn von einem Oliver Kahn unterschieden hat, war halt so die Ruhe, die er ausgestrahlt hat. Ich habe ihn halt natürlich mehr so als Torhüter von Real Madrid wahrgenommen, aber halt zu realisieren, wow, krass, der ist vom FC direkt zu Real gewechselt. Das war ja auch nochmal schon irre. Das war einfach nur irre, dass Bodo Illgner direkt zu Real Madrid gewechselt ist, vom 1. FC Köln aus. Und ja, auch Weltmeister 1990 geworden als Stammtorhüter. Das war so einer dieser Torhüter, die wirklich die Nation bewegt haben. Und ja, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Tünn, mit Toni Schumacher. Aber ich habe das irgendwie mehr gefühlt. Ich habe das wirklich mehr gefühlt, Bodo Illgner in die Startelf zu befördern. Das war halt auch wenn er vielleicht nicht dieselbe Identifikation mit dem FC ausgestrahlt hat, wie ein Toni Schumacher. Es war dann halt doch so vom Spielerischen her der Torhüter, der mir mehr zugesagt hat. Deswegen, Bodo Illgner hütet in dieser FC-Legenden-Elf das Tor. Ich habe es ja nie so mit Abwehrspielern gehabt. Deswegen habe ich mich wirklich schwer getan damit, wen ich auf die rechte Verteidigerposition setze. Also ihr werdet am Ende sehen, was das für eine Taktik ist. Ja, ich habe auch mal versucht, ein bisschen taktischer hier vorzugehen, und im Nachhinein entschied ich mich dafür, Bernd Kuhlmann auf die rechte Verteidigerposition zu setzen. Auch eine richtige Vereinslegende. Sein Sohn Carsten hat die Elf geprägt, die dann später mit dem FC das erste Mal aus der zweiten Liga aufgestiegen ist. Und wir wissen alle, was das für ein großartiger Spieler gewesen ist. Und im Nachhinein, der Name Kuhlmann und FC, das gehört einfach zusammen. Ich habe das einfach wirklich für richtig empfunden, ihn zumindest Teil des Kaders werden zu lassen. Und deswegen, Bernd Kuhlmann, gibt nicht viele Argumente, die ich euch präsentieren kann, habe ihn nicht großartig erlebt. Aber trotz alledem war auch Teil sehr vieler Erfolge des Vereins. Und deswegen, ich denke mal, es ist keine falsche Entscheidung, Bernd Kuhlmann in diese Startelf zu beordern.
Und die Innenverteidigerposition besetze ich mit jemandem, den ich tatsächlich eigentlich nur als Spieler von Borussia Dortmund wahrgenommen habe. Und das ist Jürgen Kohler. Ja, Jürgen Kohler war auf jeden Fall einer der letzten Spieler, die hier wirklich noch Erfolg mit dem FC nachzuweisen hatte. Ilgner gehört auch dazu. Der hat ja mit ihm zusammen gespielt. Aber gut, das war so eine Zeit, in der der FC noch um die Meisterschaft mitgespielt hatte oder mitgekämpft hatte. Und da war auf jeden Fall Jürgen Kohler Teil dieser Mannschaft als Stammspieler. Ist auch dann später Weltmeister geworden mit Deutschland. Und ja, wie gesagt, klar, ich habe ihn mehr als BVB-Spieler wahrgenommen. Dann zu realisieren, hey krass, der Typ hat vorher bei Juventus Turin gespielt, dann bei Bayern München und zuvor dann halt bei uns, bevor er dann von Waldorf Mannheim zum FC gewechselt ist. Das war einfach nur krass zu wissen, Jürgen Kohler hat mal beim FC gespielt. Wow, das war wirklich für mich etwas so ein Aha-Moment. Und wann auch immer ich darüber nachgedacht hatte, so eine Legendenelf aufzustellen, vor allen Dingen, wenn es um die Innenverteidigerposition ging, da ist der Name Kohler sofort mir durch den Kopf geschwirrt. Klar, ich nehme ein bisschen übel, dass der Sportdirektor eine Zeit lang bei den Pillen war. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass er sich mittlerweile ein bisschen von seiner FC-Zeit distanziert. Da war irgendwas im Doppelpass oder wo er nicht über den FC sprechen wollte. Sehr schade. Ich hoffe, dass da die Wogen mal sich glätten, aber gut, das hält mich trotzdem nicht davon ab, Jürgen Kohler in diese Startelf zu beordern. Und damit wären wir beim ersten Startelf-Spieler, den ich auch tatsächlich gesehen habe, dessen Abschiedsspiel ich auch verfolgt habe, beziehungsweise war ja kein offizielles Abschiedsspiel, sondern sein letztes Bundesligaspiel. Die linke Verteidigerposition, die musste einfach von Jonas Hector besetzt werden. Jonas Hector war in der jüngsten Vergangenheit die absolute FC-Legende. Er war eine Legende einer ganzen Generation. Und wie ein ehemaliger Arbeitskollege von mir mal gesagt hatte, der hat so viel für den FC getan, dem müsstest du eigentlich eine Statue bauen neben das Müngersdorfer Stadion. Ist zwar bei einem anderen Spieler in dieser Startelf auch der Fall. Ja, das ist ein kleiner Spoiler an der Stelle. Aber ja, Hector kam, sah und blieb für immer. Das war das Krasse daran. Und mit ihm zusammen haben wir endlich wieder den Europapokal erreicht. UEFA Cup und dann auch die Conference League. Ich wusste aber ganz genau, das Jahr danach wird sein letztes sein. Entweder sein letztes oder sein vorletztes. Ich wusste ganz genau, schaffen wir den Klassenerhalt, hatte ich so irgendwie gespürt, dann wird er seine Karriere beenden. Schaffen wir es nicht, dann wird er zumindest sich Mühe geben, wieder mit uns aufzusteigen. Deswegen, das war für mich schon ein kleiner Schock, dass er gegangen ist, auch ein bisschen zu früh, aber gut. Was ich auf jeden Fall immer für eine Meinung von ihm hatte, es war krass, dass er überhaupt beim FC geblieben ist. Dass er wirklich immer gesagt hat, nein, ich will nur hier spielen. Ich spiele nirgendwo anders. Und das, obwohl er diese Qualität hatte, dass er locker bei Bayern München zumindest im Kader hätte stehen können. So gut war er. Und wir merken bis heute immer noch, was für eine Lücke er hinterlassen hat. Ja, das absolute FC-Idol der Neuzeit. Er musste einfach dabei sein. Er hat zwar den ganzen Medienzirkus nie so gefeiert. Man merkt es halt, er hat sich wirklich ein bisschen so vom Fußball distanziert. Er macht es nur noch hobbymäßig. Und wenn du ihn siehst, dann säuft er sich da in der Loge ein Bierchen und das war's auch. Ich glaube, wir werden ihn nie wiedersehen in irgendeiner Funktionärsrolle. Ein bisschen schade, diese Souveränität, die er ausstrahlt, die fehlt beim FC. Das hat man auch in manchen Vereinsdokus halt gesehen, dass er wirklich der verlängerte Arm des Trainers war. Also deswegen, der Capitano musste dabei sein. Deswegen, Jonas Hector, eine FC-Legende, zu Recht, aus meiner Sicht zumindest. Widmen wir uns nun dem Mittelfeld. Und ja, auch dieser Spieler war in den 80er Jahren bis in die frühen 90er ein absolutes Idol für eine ganze Generation. Und das ist Pierre Littbarski. Pierre Littbarski war auf jeden Fall so ein absoluter Künstler auf dem Feld. Er hat auf jeden Fall die Massen begeistert und sehr, sehr viele Fußballfans da draußen erst recht zum FC-Fan werden lassen. Das höre ich ja sehr oft. Wow, durch Littbarski wurde ich überhaupt erst FC-Fan. Und es ist schon witzig, dass das auch nicht der einzige Berliner sein wird in dieser Startelf. Er mit seinen O-Beinen, auch Weltmeister 1990 geworden. Ein Idol für eine ganze Generation. Es gibt, glaube ich, kaum einen, der nicht von ihm schwärmt. Wirklich, es gibt kaum einen, der nicht von Pierre Littbarski schwärmt. Und für mich war ganz klar, das war ein No-Brainer. Das war ein No-Brainer, Pierre Littbarski mit in diese Startelf zu
in dieser Startelf zu nominieren. Deswegen, ein Idol einer ganzen Generation, Pierre Littbarski, auch eine FC-Legende in dieser Startelf. Dieser Spieler war eins meiner absoluten Fußballidole und das, obwohl ich ihn nie habe spielen sehen beim FC. Da war ich noch nicht Fan, da war ich noch nicht einmal Fußballfan. Er war zu der Zeit Spieler von 1860 München. Icke Hessler, Thomas Icke Hessler, auch einer, der die Massen verzaubert hat. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn einfach geliebt. Also so auch einfach, ich bin auch nicht gerade groß gewachsen. Ich bin zwar ein bisschen größer als Icke Hessler, aber es macht ihn für mich so sympathisch. So dieses Wuselige, dieses kleine, ähm, richtig geiler Spieler einfach nur. Und naja, okay, wir wissen bis heute immer noch nicht, was mit den Hessler-Millionen wirklich angestellt wurde. Und bitte hört auf mit dieser Geschichte von wegen, die werden irgendwo am Geisbockheim vergraben. Das ist absoluter Schwachsinn, wer wirklich daran glaubt. Der sollte auf jeden Fall mal einen Psychologen aufsuchen. Die 90er Jahre haben uns gezeigt, wir haben das Geld leider verbraten, das wir für ihn erhalten haben, als er nach Italien gewechselt ist. Hat ein großes Abschiedsspiel bekommen. Ja, und kam danach leider nie wieder. Echt schade, echt schade. Naja, er kam zumindest nochmal in einer Rolle wieder als Teil des Trainerteams von Christoph Daum. Aber ja, als Spieler haben wir ihn leider hier nie wieder gesehen. Eine ganze Generation durfte sich nicht daran ergötzen, Icke Hessler nochmal ja klar, im Trikot des ersten FC Köln zu sehen. Aber gut, zu realisieren, dass das mal einer unserer Spieler war, einer unserer absoluten Megatalente, das reichte für mich. Ich habe ihn gefeiert, zwar nicht wahrgenommen als FC-Spieler in meiner jüngeren Zeit, aber zu wissen, dass er mal zur Geschichte des FCs dazugehört hatte, das war für mich auch wieder einer dieser sogenannten No-Brainer. Icke Hessler, geiler Spieler, musste auf jeden Fall in diese Startelf rein. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten FC-Idol. Dieser Spieler hat mich zum FC-Fan gemacht. Ja, dieser Spieler, der hat mich so fasziniert. Ich habe ihn so dermaßen gemocht, weil er mich auch an meinen Lieblingsspieler international vor alle Zeiten erinnert hat. An Sinisa Mihajlovic mit seinen tollen Freistößen. Ich mochte immer die Freistoßkünstler und das ist auf jeden Fall Dirk Lottner. Dirk Lottner, ich habe ihn so geliebt. Ich hab einfach wirklich alles aufgesaugt an Informationen, was diesen Mann angeht. Klar, er hat mal kurzfristig bei den Pillen gespielt, aber er hat wirklich darauf bestanden, zum FC zu gehen. Er wollte unbedingt hierhin. Und dann war er Teil dieser für mich legendären Aufstiegself. Das erste Mal, als wir abgestiegen sind und dann wieder aufgestiegen sind. Er war Teil davon. Er hat dafür gesorgt, er hat mit dafür gesorgt, mit diesem wundervollen Kader, dass der FC wieder aufsteigt. Er hat eine ganze Region stolz gemacht mit seiner Art zu spielen. Schade, dass er halt kein so toller Trainer geworden ist, wie ich es mir erhofft habe. Er war mal kurzfristig der Co-Trainer, dann war er auch bei Saarbrücken Trainer. Vielleicht ist er auch ein bisschen zu früh rausgeflogen. Wer weiß, ich hätte mir schon gewünscht, dass er vielleicht mal hier sich als Trainer versucht, als Cheftrainer natürlich. Aber gut, setzen wir uns jetzt erstmal nicht mehr damit auseinander. Der Mann hat mich zum FC-Fan gemacht. Es ist mein absolutes FC-Idol von der persönlichen Ebene her. Deswegen Dirk Lottner. Ich konnte nicht auf Dirk Lottner verzichten. Ich habe überlegt, ihn auf die Bank zu tun. Er war vielleicht nie der absolute Profi, hat geraucht wie ein Schlot, hat gesoffen. Das hat ihn natürlich noch menschlicher und nahbarer gemacht. Hätte er vielleicht mal hier und da sein lassen sollen. Schade, dass er die Karriere als Spieler beim FC dann halt nicht beendet hat. Aber gut, was willst du machen? Dirk Lottner, ich musste ihn dabei haben. Hate it or love it. Dieser Mann hat tatsächlich eine Statue neben dem Müngersdorfer Stadion. Und das ist Heinz Flohe. Heinz Flohe, Filigrantechniker, wirklich ein richtiger Künstler am Ball. Leider habe ich ihn nicht erlebt, aber ja, mein Vater, Gott sei seiner Seele gnädig, der war ein ganz begeisterter Fan von Heinz Flohe. Der hat ständig von ihm geschwärmt und das habe ich irgendwie übernommen. Ja, der Lieblingsspieler meines Vaters. Das bewegt mich immer wieder sehr, über Heinz Flohe zu reden. Leider hat er dann die letzten Jahre im Wachkoma verbracht und starb dann auch mit 63 Jahren. Sehr traurige Geschichte. Eine Fußballschule wurde nach ihm benannt. Ein Stadion ebenso. Und wie gesagt, diese Statue, ja, manchmal, wenn es die Zeit zulässt, dann gebe ich der Statue nochmal so einen Handkuss als kleines Ritual vorm Spiel. Und ja, ich musste ihn dabei haben.
Heinz Flohe. Ich glaube, viele hätten es mir übel genommen, wenn ich ihn nicht mit reingenommen hätte. Sehr, sehr wichtiger Spieler. Wahrscheinlich der wichtigste Spieler bei der Double 11 damals. Und deswegen denke ich, habe da keine falsche Entscheidung getroffen. Ich habe lange Zeit lang damit geliebäugelt, ein 3-4-3 aufzustellen. Wisst ihr, ich bin ein richtig beschissener FIFA-Spieler oder EAFC-Spieler. Wenn es um Fußball in der Konsole geht, bin ich genauso beschissen wie auf dem Platz. Ich habe übrigens vor kurzem mal mit FC Fabio ein bisschen gechattet und es kann sein, dass es demnächst mal ein Video gibt, wo wir gegeneinander FIFA spielen. Das wird verdammt lustig für euch. Ich glaube, ein 10:0 für Fabio ist nicht ausgeschlossen. Aber wir arbeiten noch dran. Aber im Nachhinein dachte ich mir, warte mal kurz, ich habe eine bestimmte FC-Legende ausgelassen. Es wäre doch nicht schlecht, wenn ich einen Mittelfeldspieler hinter den Spitzen hätte als falsche 9. Warum denn nicht? Ich brauche so einen Regisseur, so einen richtigen absoluten Regisseur. Das hätte auch Eke Hessler werden können, aber ich musste irgendwie die Außenpositionen besetzen. Ihr seht nachher auch die Taktik. Und naja, es wird von manchen, ich sag mal aus der aktiven Fanszene, wahrscheinlich als kontrovers gesehen. Er hat sich nicht gerade beliebt gemacht in seiner Zeit als Funktionär. Und hiermit kommt der Spoiler. Als Präsident des FCs hat er sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber dafür, als Spieler, war er wahrscheinlich die absolute Lichtgestalt beim FC. Wolfgang Overath. Ja, Wolfgang Overath musste auf jeden Fall hiermit irgendwie rein. Ich musste ihn unterbringen. Es ist schon irgendwie richtig. Mein Vater hat ja auch immer von ihm geschwärmt. Und man darf ja einfach nicht vergessen, was für eine Vereinstreue er an den Tag gelegt hat. Er wollte den FC wieder groß machen, hat wahrscheinlich aber hier und da ein bisschen zu wenig, ich sag mal so, Acht genommen auf das, was die Fans so bewegt. Das ist natürlich immer so ein, ja, ich sag mal, so sich selber so ein Beinchen stellen. Aber was willst du machen? Er hat es halt nur gut gemeint, aber das hat er leider, er wollte zu sehr an Franz Krämer wahrscheinlich anknüpfen. Halt so ein absoluter Boss, der sich über alle demokratischen Verhältnisse hinwegsetzt, um es mal so auszudrücken. Aber, naja, was willst du machen? Trotz alledem, er ist eine Lichtgestalt beim FC. Das ist einer der größten Spieler, die hier jemals gespielt haben. Wurde zwar nicht Teil der Double 11, weil er kurz zuvor ausgebotet wurde von Hennes Weisweiler, der wollte ihn nicht dabei haben. Der wollte halt nicht so einen Spieler, der über allen steht. Es hat im Nachhinein gefruchtet. Aber gut, ich wollte ihn trotzdem dabei haben. Wolfgang Overath zu Recht dabei. So, den ersten Teil des Zweiersturms bildet bei mir ein Spieler, wo ich lange überlegt habe, wen soll ich überhaupt im Zweiersturm aufstellen? Ich hatte auch kurz überlegt, nur einen Stürmer aufzustellen, aber ich bin kein Fan davon. Ich will mindestens 2 Stürmer da vorne haben. Und ich habe mich im Nachhinein für den Rekordtorschützen des 1. FC Köln entschieden, für Hannes Löhr. Auch eine absolute Legende, die geschätzt wird insbesondere von der älteren Generation. Hat unglaublich viel beigetragen zum Erfolg des FCs. Wie gesagt, Rekordtorschütze, die meisten Tore in der Geschichte des 1. FC Köln. Ich denke, das ist auch wieder einer dieser No-Brainer. Wenn ich den Sturm schon besetze, dann muss so einer dabei sein. So, nach diesem Mann wurde die Südkurve benannt. Mittlerweile. Hans Schäfer, alle lieben ihn. Sehr viele kaufen sich auch ein Retro-Trikot mit seinem Namen. Er war Teil der Mannschaft, die den ersten Weltmeistertitel für Deutschland geholt hat. Auch wieder ein No-Brainer. Immer beim FC gewesen, nie woanders gespielt. Hat diesen Verein geliebt, durch und durch. Hans Schäfer, was soll ich euch noch großartig sagen? Einfach ein Weltklasse-Mann. Und jemand, der den FC einfach gelebt hat, der das FC-Gen vorgelebt hat. Ja, und das ist dann halt im Nachhinein meine Startelf, die wir uns jetzt gleich gemeinsam nochmal komplett ansehen. So, liebe Freunde, und hier ist sie nun. Meine FC-Legendenelf. Bodo Ilgner im Tor, Innenverteidiger Jürgen Kohler. Die Außenpositionen werden besetzt durch Bernd Kullmann und Jonas Hector. Davor spielen Heinz Flohe und Dirk Lottner. Sie bilden quasi das Zentrum des Mittelfelds. Die Außenpositionen im Mittelfeld habe ich besetzt mit Icke Hessler und Pierre Barski. Davor als falsche 9 Wolfgang Overath und das Sturmduo bilden
Hans Schäfer und Hannes Löhr. Ich denke mal, liebe Freunde, das ist eine Legendenelf, die zumindest nicht gegen den SC Verl verlieren würde. Egal, ob ich da welche von den Toten auferwecke oder nicht. So, das war meine kleine Speerspitze. Ach ja, da fehlt ja noch was. Ich muss natürlich noch einen Legendentrainer mit reinnehmen. Wer sollte es auch anderes sein? Jemand, mit dem wir uns leider mit einem anderen Verein, mit dem wir es, sagen wir mal, nicht so gut halten, mit Borussia Mönchengladbach teilen. Hennes Weisweiler, ja, die Gladbach haben halt die Straße zu ihrem Stadion nach ihm benannt. Ja, und was willst du da großartig machen? Er hat halt die meisten Erfolge mit denen erreicht, aber er wollte seine Karriere als Trainer nicht beenden, ohne nochmal den FC groß zu machen. Und was hat er getan? Den größten Vereinserfolg hat er uns beschert. Das Double 1978. Auch wieder so ein, er kam, sah und siegte. So eine Geschichte ist das. Ich hätte auch einen Knöpfle nehmen können, einen Tschaikowski oder einen Steffen Bahr. Habe ich euch erwischt? Ihr habt euch bestimmt Hoffnung gemacht, dass ich den als Legendentrainer aufstelle. Ist ja mittlerweile cool geworden, zu sagen, Steffen Baumgart, bester Trainer aller Zeiten. Naja, hier. Vom wegen Steffen Baumgart, bester Trainer aller Zeiten. Das ist für mich Hennes Weisweiler. Und wenn er es nicht ist, dann sind es von mir aus Rinus Michels, Knöpfle und Tschaikowski. Aber tut mir leid, mit so einem Blödsinn braucht ihr mir nicht kommen. Dann nehme ich auch eher Christoph Daum. Also aber auch, beziehungsweise Christoph Daum, Gott sei seiner Seele gnädig, ne? Aber ich habe jetzt mal davor ein paar Trainer genannt, die auch schon wirklich Titel gewonnen haben mit dem FC. Ist Christoph Daum leider nicht gelungen. Ich denke mal, Christoph Daum könnte hier locker technischer Direktor werden, also Sportdirektor oder sowas in der Richtung. Aber wie gesagt, Hennes Weisweiler, Cheftrainer. Aber ein Cheftrainer braucht auch einen Co-Trainer. Siehe mein nettes Hemd, das ich hier anhabe, das tatsächlich ein offizieller Fanartikel vom 1. FC Köln ist. Ich habe mich entschieden für den Trainer, der mich zusammen mit Dirk Lottner zum FC-Fan gemacht hat. Ewald Lien wird sein Co-Trainer sein. Ich denke, Ewald Lien wäre auch bereit, ins zweite Glied zu rücken und einen Hennes Weisweiler zu unterstützen. Ich musste ihm irgendeine Rolle geben, deswegen ich habe mich jetzt entschieden, Ewald Lien, unseren Zettel Ewald, ihm an die Seite zu stellen. Ich denke, es ist auch eine lustige Idee im Nachhinein. Und ja klar, Präsident dieses Vereins für alle Ewigkeit. Definitiv Franz Krämer. Wer sollte es auch anders sein? Ja. Gut. Liebe Freunde, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Das ist halt mein kleiner Senf, den ich zur Länderspielpause dazugebe. Wir sehen uns dann in Kürze wieder. Hat mich mal wieder gefreut, für euch mal ein Video zu machen außerhalb der aktuelleren Thematik. Ich denke, jeder FC-YouTuber oder generell Sport-YouTuber sollte mal so ein Video gemacht haben, wo er quasi seine Startformation aufstellt aus Legenden oder Lieblingsspielern. Das ist meine. Und ja, das wäre es dann auch an der Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns auch wiedersehen.